Das als Zweitkampagne, die wir vorstellen, das ist eine Vierkampagne, die wir machen am Kader von den Gemengewahlen, wo wir wollen, ehe richtig Last geht am Wahlkampf, ob zwei wichtige Themenfelder aufmerksam machen, die sich an die Gemengen stellen. Das war als Kampagne Recht auf Wohnen, die aufgeschlossen ist. Die zweite Kampagne, das ist die wir euch heute vorstellen, an zweite Kampagne über die Energie- und Wasserpolitik. Wie schon bei der ersten Kampagne verdelen wir auch das Jahr als ein Depliant fair für die Umwelt, fair für den Mensch, den der Leuen hat auf verschiedene große Gemengen. Wir machen noch ein Affiche zum Thema, wir haben eine Internetpräsenz, wir haben einen extra Flyer verteilt zum Thema konsequent Katenon. Und man hat noch eine andere die Rouge, das ist eine Art von Bildungsofen, die wir machen über die Wasserthematik mit einem Spezialist, dem Herrn Christoph Wanz. Wir gehen vom Constat aus, an der ganzen Kampagne, die wir feiern, an den Gemengen, auch an der rheinischen Wahlkampagne, dass es den neoliberalen Kapitalismus ist, den an einer neuen, auch mondialisierten Form auftritt, die nicht nur Staaten, aber auch territorial Andelungen an zuletzt sind das Gemengen für neue Begrenzungen und Probleme stellt. Stellt sie auf ökonomischen Plan für die Herausforderung durch Standortkonkurrenz sogar zwischen den einzelnen Gemengen und das gesehen zu einem Steuerdumping zu greifen, das heißt Tiergesetz von der Gemengesteuern zu senken, und damit da viel Männer können in Zukunft profitieren von der wirtschaftlichen Entwicklung an ihrem Budget, an ihrer Sozialpolitik, auf ökologischem Plan durch dieselbe Kompetitivität, die überall angestrebt wird, können Gemengen das Prinzip Pollueur-Payeur immer Männer zur Geltung bringen. Wir haben das gesehen an der Affäre vom Giftschlamm von Arbeit Belval oder auch war Gemengen Opfer gehen von einer übertriebener umweltzerstörerischer Straßenbaupolitik wie am Fall vom Kantonement zu Süßen. Auf sozialem Plan au contraire aber gehen Gemengen ugehalen, weil Steuerausfall da sind, der Kostenpunkt von Gemengenservice wie Wasser zum Beispiel komplett auf Konsumateuren aufzuwälzen. Da gilt dann aber das Prinzip Utilisateur Payeur oder Konsumateur Payeur. Auf demokratischem Plan wirken dieselben Kräfte, gehen Gemengen durch neoliberal Vorgaben von europäischer Seite und auch von Regierungsseite aus immer mehr an ihrer Politikgestaltung drastisch angeschränkt, und das auch auf viele Plätze keine richtige Opposition da, wenn die Linken nicht am Gemengen oder das, weil die anderen Parteien alle Guten am Prinzip an dieselbe Richtung schaffen. Die zwei Themenfelder, die wir heute belichten werden, Energie und Wasser, weisen besonders auf das Spannungsfeld hin, werde ich versuchen zu skizzieren. Wir weisen noch an diesem Depliant, ob das Gemengen aufgrund von ihrer Autonomie, aber ganz viele Frauen immer noch Spielraum haben, für Politik zu machen, den sie aber nicht genug nutzen, weil die staatsträgen Parteien, und zu denen gehören mittlerweile auch die Grünen, an eine unpasslerische, an neoliberale Richtung gehen. Die Links setzen, da ging es voll auf die Autonomie und auf die Alternativen, die heute schon möglich sind, auf vor allem die heute schon nötig sind zu machen. Wir stehen dabei nicht allein, da es gibt Gegenbewegungen, zwar nicht im politischen Plan, mehr an der Gesellschaft, denen der Verdienst suchen, schon länger konsequent Gegenmodellen zu schaffen. Natur- und Umweltschutzbewegungen, aber auch, wenigstens vom Aussatz hier, die Ökonomie solidär. Es geht am Fungerol darum, an den Gemengen ein demokratisches Gegenpouvoir zu schaffen mit den Kräften, die da sind. Ich habe einen Artikel von einem Vertreter von der genannten Ökonomie solidär, den Mengen ist ziemlich gut rumgeht, was eigentlich gemengt ist, was muss angestrebt werden. Ihr seht, die Menschheit muss sich entscheiden, wie wichtig ihr das Gemeinwesen ist, inwieweit sie auch die Zuversicht
entwickeln kann, die kreativen Kräfte innerhalb einer territorialen Gemeinschaft zu bündeln, damit mehr Eigeninitiative zur Befriedigung selbst definierter Bedürfnisse zu entwickeln. Eine derartige Entwicklung würde bedeuten, dass vereinzelte Territorien in eine Art gleichwertige Konkurrenz zu den Konzernen treten könnten. Das ist der Romain Beaver vom Objektivplan Emploi, den die Idee entwickelt wird. An der Praxis allerdings als die Ökonomie solidär für größere Probleme gestaltet, da kann auch die Logik absolut im Moment, wie sie funktioniert, nicht entwickeln. Wir wollen also an dieser Kampagne an fair für die Umwelt, fair für den Mensch, eine Reihe von Vorschlägen machen, die absolut an die Richtung gehen. An den die Kampagne hat zwei Vollen. Die nächste Volle, das die Energie. Die wird erst vorgestellt vom Justin Turpel, den Gewerkschaftler ist an der Gemeinde Lützeburg, aktiv auch an der Kampagne gegen Privatisierung von den Energieresoen. An der Volle Wasser vom Mark Baum, Gemengerot zu Esch, wo wir noch schon lange für einen gestaffelten Wasserpreis antritt, den wir erst heute vorstellen. Voilà, ich gehe dann dem Justin Turpel vor. Froh vom Klimaschutz als eng von den zentralen Frohen, die haut all Mensch auf dieser Welt umgeht. Und die auch all sozial allenke denken Mensch müsste interessieren. Eigentlich soll man als das von anhalen, was die Jungen von den Guiden als Scouten auf der Manifestation gegen die Atomenergie gesucht wird, letzten Monat, nämlich den Motor von Baden-Powell, dass man von Gehol Eisenkanner das Feld ein bisschen besser sollten losen, wie wir sie selber vier von tun. Und da das mein Motor da, der ganz viel hecht, an den Haut mehr Aktualität hat wie je. Wenn wir von Klimaschutz schwätzen, schätzen wir von Zerregaser, von Atomenergie, von fossilen Energien, die im Moment aufgebaut wird, aber muss, wie das wirklich nicht tragbar ist. Eine zweite Bemerkung, die in dem Zusammenhang aber vielleicht muss machen, dass die, dass ganz tags gemengt Klimaschutz für Widerspruch zu einer korrekter Sozialpolitik, da den gibt er da nicht ausschließen. Wir mengen den Gegenteil. Wir mengen, wenn in den Multien, den Konzernen, an den herrschenden Froh vom Klima evaluiert, da wird sie gerade auf Kosten von den Ärmsten gerade heftig sozial negativ Konsequenzen haben. Was Wasser angeht, also klar, werden zu Krischer kommen, ich gehe nicht weiter darüber an, weil der Macht darüber zurückkommt. Was die Energie und den Klimaschutz angeht, werden zu Energiearmut kommen, wo Leute massiv, die nicht mehr können, hier Wohnungsheizung, wenn sie verhalten haben, die keinen Strom können leisten. Wir mengen mit ganz vielen Leuten zusammen, ich meine mit der Majorität von der Bevölkerung zusammen, dass kurzfristig eine Energiewende geschehen müsste. Eine Energiewende auf zwei Ebenen. Erstens, weg von der Nuklearenergie, und das mengen wir nicht recht hinter Fukushima. Viele Leute von der Linken waren in aktiven Teil von der Antinuklearbewegung, mindestens gerade so viel wie die Grünen das waren. Weg von der Nuklearenergie, weg von fossiler Energie, Kohle und Petrol. Es gibt auch eine zweite Ebene, das ist die Energieeffizienz. Weil die meiste Energie spürt den, und der beste Klimaschutz mischt den, durch dass die Männer Energie verbitzt und Männer Energie verwendet. Und auch das ist sozial gerecht merkbar, wenn korrekt angepackt wird. Die Umweltorganisationen haben dazu eine ganze Reihe Propositionen gemacht. Die Propositionen, die müssen in einem nationalen Aktionsplan zusammenfassen, nur als an der Chambre ein Hearing, nur als an der Chambre ein Debatt, ob Initiativ von den Grünen, ob Initiative direkt vom Aktionskomitee gegen Atomenergie, über Energie und Klima, wann ging fertigsprücht gehen, dort zu dezidieren, dass die Chambre ging ein Hearing machen, mit allen Umweltorganisationen, über eine kurzfristige Energiewende, wie die soll gestaltet werden, wie die soll aussehen, wie man wahrscheinlich schon einen großen Schritt führen kommen. Für die kurzfristige Energiewende und Weg zu leiten, brauchen wir Initiativen auf nationaler Ebene wie auch auf lokaler Ebene.
für eng Energiewende durchzuziehen und den Klimaschutz durchzuziehen, gibt da eine wesentliche Voraussetzung. Und die wesentliche Voraussetzung, aus der in unserem Deplier auch durchgestellt ist, nämlich die, dass die Energie an öffentliche Hand zurückgeführt wird. Wenn man so eine Energie, dann mengen wir Netze an Produktion und Verdelung von der Energie. Das heißt Rekommunalisierung von den Verdelungsnetzen, das heißt eine rein staatliche Gestion von den Transportnetzen, inklusive am Verbund zwischen den europäischen Staaten für die grenzüberschreitende Versorgung, wo es notwendig ist, für die aufzusichern. Das ist den Gegenteil von dem, was bei der Gemeinde Lützeburg geschieht ist, was unserer Meinung nach ganz klar der falsche Weg ist. Eine weitere Voraussetzung dazu ist die, dass die Decisionen, was die Energie angeht, auf eine demokratische Art und Weise geholt werden. Beispielsweise an der Gemengerat und nicht an der Chefetage von den Multi- und Energiekonzernen von RWE, E.ON, ArcelorMittal, Ennovos. Auch das ist der Gegenteil von dem, was beispielsweise bei der Gemeinde Lützeburg geschieht ist, wo den blau-grünen Chefrat mal nicht sich getraut wird, für Möglichkeit hatten sie, für von geholt die Privatisierung, die sie durchgeführt haben, für die einem Referendum durch die Bevölkerung zu erzählen. Gerade das mauert auch die Notwendigkeit von linken Vertretern an den Gemengerat, die als Vertreter können wir abweisen, die Richtung gehen von Demokratie auf von Gegenmacht, auf die wir nach zu schwätzen kommen, und ihre Kompetenz für an den Bereichen wirklich können die wir abzuweisen und noch zu weisen, wie die Bevölkerung die Bürger kann mit abziehen. Weil eng sehr als klar, und ich meine, das ist auch der Sinn von unserem Debrief, für das auf jetzt streiche gerade lo, Gemenge sind ein wichtiger Akteur an der Frage von der Energie. Froh, welche Energie wo und wie produziert wird und zu welchem Preis, ist eine Frage, die eigentlich auf einer demokratischen Ebene müsste am Gemengerat diskutiert gehen. Auch was die Energieeffizienz angeht, sind Gemengen ein wichtiger Akteur. Wir brauchen nicht mehr zu gucken, die Wohnungsbau, Baureglementer, die sie können hören, was die Isolation angeht, was Heizen angeht, was Arbeitssanierung angeht, was den Transport am lokalen Raum angeht, was Bebauungspläne angeht, Fernwärme und so weiter, was alles Stichwörter sind für die Energieeffizienz, die müssen können umgesetzt gehen. Wir haben auch ein anderes Beispiel in unserem Deplier abgefahren, wie die Gemengen können aktiv gehen. Zum Beispiel, also durchwegs möglich, und es steht, die das schon machen am Ausland, als durchwegs möglich, die von einer Stadt, von einem Dorf zu scannen, ein Kadaster aufzustellen, für zu gucken, wo ihr könnt Solarenergiezellen installieren, sowohl für die Photovoltaik wie für das Wärmwasser bei der Heizung. Alles das sind relativ einfache Möglichkeiten, die heute bestehen, wo die Gemengen wirklich können aktiv gehen. Für so ein Kadaster aufzustellen, für ein Baureglement dran zu schreiben, beispielsweise, dass bei Neubauten Solarenergie obligatorisch muss installiert gehen, und für auch die Leute, die das wollen machen, mit Meilen dazu nicht tun, helfen zu gehen, konkret finanziell helfen, für das zu realisieren. Ein anderes Beispiel könnte das von der Geothermik sein. Es gibt x Möglichkeiten für die Gemengen, für am Bereich von der Energie, von der Energieproduktion, von der dezentralen Energieproduktion aktiv zu gehen, mit dem Ziel, für wirklich am regionalen Raum, am lokalen Raum, das zu produzieren, was du wirklich auch gebraucht wird. Und zusammen mit Energieeffizienz führt tatsächlich zu dem Resultat, was wir brauchen. Doch wenn es Menge mehr noch das als Bestandteil von unserem Deplier, das allgemein misst am Anfang einen kommunalen Energieplan aufstellen. Ein kommunalen Energieplan, den Elemente von Energieeffizienz beinhaltet, von dezentraler Energieproduktion, die unterschiedlich sicher ist, je nachdem, in welchem Gemeng das. Und dass so ein Energieplan dringend müssen aufgestellt, die prioritär von den großen Gemengen, dass das aber eine Maßnahme ist, die auch viel mehr weit kann gehen, die wirklich auf einem fassend Weise kann weisen, wen auf lokaler Ebene einen wesentlichen, entscheidenden Beitrag kann leisten für die Macht von der Multi- und am Energiebereich, die rein profitorientiert sind, für denen eine Alternativen entgegenzusetzen, die ganz konkret sind, die Leute auf der Platz hilft, Energieeffizienz zu garantieren, Energiearmut zu verhindern
an Problematik froh von der Energie an egen Hand zu holen. Fair für die Umwelt, fair für den Mensch, greift für uns auf kommunalem Plan für einen Zweiwolle in Energie, wie den Justin Lo gesagt hat, dann eben auch Wasser. Wasser für allem du winkst, weil wir mengen, dass wir ein Modell entwickelt haben, wie wir sowohl können die froh von der demokratischen Gérance, weil Wasser noch immer in der öffentlichen Hand ist, wie aber auch die sozialfroh, der Tisch der Wasserpreis, verbannen mit der ökologischen froh, der Tisch der froh, wie ich kann Wasser spuren oder raisonabel mit dem Grundbesoin, dem wertvollen Grundbesoin umgehen. Über Wasser zu schwätzen, das hat mengnisch ein ganz rich Wollen, die Kader von dieser Pressekonferenz sprengen, denn just damit wieder ein Stichwort gesucht, dass Wasser auch recht gut ist, was dann Dealer von der Welt sicherlich wird zu größeren Konflikten führen, wann die ökologisch und die sozialfrohen nicht mit der demokratischen Zusammenarbeit durchgehen. Wir beschränken uns aber für allem am Diplom auf Lützeburg, auf die Situation hier. Du musst den aufhängen für an der Beschreibung mit der Wasserrahmenrichtlinie von 2010. Der berühmte Direktiv, der am Anfang das Kostendeckungsprinzip vorgeschrieben wird, die soll dann flächendeckend an allen europäischen Ländern, was Wasser angeht, appliziert gehen. Das Kostendeckungsprinzip bedeutet, dass jeder Utilisateur oder Konsumateur, zu dem es oder gibt, jeder Konsument genau das bezahlt für das Wasser, was auch selber verbraucht, unabhängig von seiner sozialen Situation oder unabhängig davon, dass allein für zu leben oder für zu überleben ein Grundbesoin und Wasser braucht. Dieses Kostendeckungsprinzip ist angeführt zu einer Zeit oder entwickelt gehen auf europäischem Niveau zu einer Zeit an den 90er Jahren, wo der Neoliberalismus wirklich triumphiert wird, wo das Kostendeckungsprinzip auch ein Element davon ist, wir können Wasser und Wasserversorgung eventuell zu privatisieren. Ob Druck unter anderem von linken Parteien, aber auch von Gewerkschaften, als das Kostendeckungsprinzip aber an der Direktiv selber schon ein bisschen aufgeschwächt wird, an dem gesagt wird, dass es gibt Ausnahmen, wo das Kostendeckungsprinzip nicht 100%ig muss appliziert werden. Und das ist der Artikel 9 aus der Direktivkadre, wo ich daraus zitiere: Les États membres peuvent tenir compte des effets sociaux, environnementaux et économiques de la récupération ainsi que des conditions géographiques et climatiques de la région ou des régions concernées. Das heißt, der Direktiv selber gibt Möglichkeit für Ausnahmen zu machen, gibt es vier, notamment für sozial- und ökologische Aspekte mit einfließen zu lassen. Das Gesetz ist nun 2008, den 19. Dezember, an der Chambre votiert gehen, also die lützebäuerische Transposition von der Direktiv als votiert gehen. An das Gesetz sagt das Sozialkomponent aber nicht mehr viel. Es sagt noch die geografische Komponente viel, es sagt aber nicht mehr die soziale Komponente viel. Auf der anderen Seite ist das Gesetz aber auch so, dass es soziale Mesuren nicht ausdrücklich ausschließt. Für was an verschiedene Mengen, die applizieren, wie Gesicht gesehen für eine soziale Komponente ranzubringen, ob die ich nachher da gehen, weil man die auch ganz kritisch gesehen. Nächste Januar, das Jahr sollten dann allgemein das Gesetz applizieren. Aber was dazu geführt wird, dass es gibt auch verschiedene Mengen, die nicht anwenden, aber dass an denen Mengen, wo es angewandt wird, Preise vom Wasser, auch vom Aufwasser, was da verbunden ist, sich verdreifacht, vervierfacht tun, verschiedene Landgemengen sogar versechsfacht tun. Durch den Kostendeckungsprinzip bezielt der Bürger also. Und das unabhängig von seiner sozialen Situation, was bedeutet, dass die Leute mit einem bescheidenen oder mittleren Einkommen wesentlich mehr davon getroffen sind, wie die Leute, die mehr ein höheres Revenu haben. Einfach daher, weil sie einen mehr großen Prozentsatz, einen mehr großen Anteil von ihrem Revenu müssen aufwenden, für den Grundbesoin von Wasser und Aufwasser können da aufzudecken. Und auf der anderen Seite hat es eben keinen ökologischen Effekt, weil die Leute, die mehr höchst Einkommen haben, am Anfang just Klacks bedeutet die Augmentation. Die Augmentation bedeutet
das von Gemeng zu Gemeng verschieden, aber an der Moyenne eine Augmentation von 50 € den Monat. 50 € den Monat. Ja? Allein nur für Wasser und Aufwasser, die dabei kommen sind. Auf einer Table Ronde für einen Monat, die vom Tageblatt organisiert war Tilly Metz, Vertreterin von den Gringen, die burgemeestig zu Weiler Natur als eine von den reichsten Gemengen zu Lützeburg, die auch tatsächlich argumentiert wird, dass 50 € doch für keine Menage irgendwie schwer zu drohen wären. Wir stellen fest, dass das eine soziale Ungerechtigkeit, weil es sind die mit kleinen oder modesten Revenuen, die mehr müssen bezahlen, par rapport mehr müssen bezahlen, wie andere. Es tut auch noch einen anderen Effekt, das Kaschendeckungsprinzip, dem auch ganz kritisch gesehen, dass nämlich stehen, dass bislo wäre es so, dass der Wasserpreis als immer bezahlt ging. Also das war nie so, dass den irgendwie geschenkt ging, sondern als immer bezahlt ging, und aus dem Gemengebudget bezahlt ging. Das heißt, die Gemengen hatten noch alle Intérêt drunter, dass hier Netze an der Reihe bleiben, weil sonst haben sie am Anfang müssten dafür abkommen, dass Wasser verbitzt gehen ist oder verschwenkt gehen ist, dadurch, dass das einfach nicht bei den Leuten kommen ist, weil es an den Leitungen versickert oder am Boden versickert ist. Als Beispiel zuerst war am Jahr 2000 hat man 30% vom Wasser, was durch Fuiten fortgegangen ist. Das heißt, das war eine Belastung für das Gemengebudget von ungefähr 1,5 Millionen €, die einfach am Boden versickert sind, 1,5 Millionen €. Das wird aber eine Station für die Gemenge bedeutet, nämlich, dass sie massiv investieren an der Reso und am Fond dafür sorgen, dass am Fond Männer Wasser verbitzt wird, oder am Fond Männer Wasser, also dass mehr Wasser am Fond bei den Leuten kennt, an Männer Wasser verbitzt wird. Es bedeutet für uns aber auch, die soziale Ungerechtigkeit stellt sich an den Kontext, an das den von der Umverteilung vom gesellschaftlichen Reichtum. Das heißt, parallel zu den massiven Taxenerhöhungen, als an den großen Stier zu Lützeburg, wie der Serge angedeutet hat, das heißt an der Stadt Lützeburg zuerst zu Süßen, sind Gewerbesteuern aufgesagt gehen. Gewerbesteuer ist eine Steuer, die auf den höheren Beneficer erhoben wird. Und was am Anfang ein Kado ist für die großen Entreprisen, die sowieso schon massiv Beneficer machen, die auf die Art und Weise die Beneficer können sie noch weiter steigern. Und sie müssen immer mehr dazu beitragen, für die Gemengebudget zu finanzieren. Aber für die Lächer zu stoppen, ist die Taxenerhöhung auch ganz willkommen gewesen. Das heißt, Bürger, proportional die am meisten, die wenig haben, müssen das Gemengebudget bezahlen, mehr abbezahlen an das Gemengebudget, an die großen Unternehmen mit den großen Beneficer müssen proportional mehr abbezahlen. Es stellt sich aber auch die Frage von der Armut, von der Prekarität, am Bewusstsein davon, dass zu Lützeburg jeno Statistiken an Ziffern rund 15% von der Population von dem Armutsrisiko ausgesagt ist, respektive ganz nur beim unter Armutsgrenze leidet, stellt ihr fest, dass die durch den Taxenerhöhung sicherlich nicht dazu beiträgt, dass die Situation sich verbessert, am Gegenteil. Aber wir stellen noch fest, dass neben der ersten Kampagne Logement, die heute ein Prix administriert sind, wo die Gemengen einen direkten Einfluss darauf haben, wie ein Kind eine andere Politik machen, wie ein Kind dafür sorgen, dass das Niveau von Prekarität und von Prekarisierung von Leuten nicht weiter zuhält. Am Platz, wie den Jean-Claude Juncker, der dafür einen Monat gemäht hat, mit einer Träne am Knäpplach zu fordern, dass der Familienminister einen Aktionsplan gegen die Armut soll präsentieren, Menge mehr, dass es konkrete Aktionspläne geben, die einfach daran bestehen, dass die Leute nicht weiter ungerecht, auf eine sozial ungerechte Weise finanziell belastet. Wir haben dem gegenüber ein Modell entwickelt von einem gestaffelten Wasserpreis. Ein gestaffelter Wasserpreis bedeutet für uns, dass den 3 Aufforderungen entspricht. Das erste ist, dass den Grundbesoin, das Grundrecht auf Wasser und Aufwasser, dass erfüllt wird für jeden Mensch, unabhängig von seiner sozialen Situation. Wir werden vorschlagen, dass man ein universales Recht schaffen, was für jeden gilt, dass jeden ein Recht hat auf 0 bis 50 Liter tägliche Wasserversorgung und Aufwasserversorgung, die gratis ist. Danach könnt eine Tranche von 50 bis 150 Liter, 150 Liter also im Moment den aktuellen Durchschnittsverbrauch, das
Tisch eng Tranche, wo innerdurchschnittlich verbraucht, wo soll zum aktuellen Preis taxiert gehen und dann ab 150 Liter, also wenn in den überdurchschnittlichen Wasserkonsum hat, die soll auch anständig dafür bezahlen. Was uns da wichtig ist, dass wir ein universales Recht schaffen oder ein universales System. Weil wir gesehen, das, was dann gemäht wird, für eventuell Leute zu helfen, die Selektivsozialpolitik sind wir ganz kritisch aus verschiedenen Gründen. Erstens ist es natürlich humiliant, wenn man muss entweder ein Office sozial oder Gemengen laufen, für eventuell Suen zurückzukriegen, weil nicht am Ende als das selber zu bezahlen. Wir gehen aber auch ganz konkret aufwenden, die Sozialkompensationen, die verschiedene Mengen angeführt haben, als die Allocation de vie chère gebunden am Moment. Das ist nach darunter gebunden. Das ist aber etwas, was den Staat definiert, und auch die Kriterien, wen die kann kriegen, wie vom Staat definiert. Und das heißt, die Gemeng geht, wenn sich darunter ausschließt, auch ein Teil natürlich von ihrer Souveränität, von der Autonomie, geht so ab, wir selber können eine seriöse soziale Gemengepolitik zu machen. Das heißt, wir sind für diesen universellen Prinzip von einem gestaffelten Wasserpreis. Und Mona ist natürlich auch die Frage gestellt oder Gegenargumente angeguckt, die notamment von den Geringen gekommen sind, für was das nicht sinnvoll wäre. Du hast das echt Argument als immer das, dass es eine Belastung vom Budget wie wenn den Wasserpreis staffeln. Das heißt, dass am Fond die 50 Liter Gratisversorgung geben am Fond, da man da den Doktor oder den Afekot oder dem man den höheren Revenu künstlich subventionieren, an dass wir am Fond eine soziale Ungerechtigkeit. Wir mengen, dass das nicht der Fall ist, weil wir ein Modell entwickelt, wo ab 150 Liter mehr verbraucht wird. Das heißt, die wirklich verbützt, oder das Argument von den Geringen, den sich Schwämme als zweiten Tag frisch mit Wasser abfüllt, die geht an unserem Modell viel mehr belastet, viel mehr taxiert, wie die raisonabel damit umgeht. Es gibt dann auch gesagt, ja, wenn wir aufhängen, ein Gratisrecht oder Grundrecht auf Wasser zu machen, da müssen wir schon hingehen und an einer Grundbesoin subventionieren. Und da gibt auch gesagt, ja, da müssen wir schon Milch subventionieren oder Brot subventionieren. Aber als Antwort darüber ist, Milch und Brot, die sind heute schon subventioniert. Durch Politik agricole commune, das heißt auf europäischem Niveau, kriegen Bauern Subventionen, wir können überhaupt funktionieren, wir überhaupt können zu leben. Aber wenn du ob Milch, Brot, ob den Grundbesitz ein Kassendeckungsprinzip applizieren, da wird der Milchpreis sich schätzungsweise auch verdrei- oder vervierfachen, eben gerade so der Brotpreis. Das heißt, wir mengen, dass das Modell, das wir hier entwickelt haben, ein bisschen mehr weit geht, wie das Modell von einem sozialistischen Bürgermeister, dem Dan Kersch zu Munnerich, weil wir nach einer Dimension dabei haben, eine ökologische Taxierung quasi. Mengen wir, dass wir da sowohl dem Grundbesoin gerecht gehen, wie aber auch der ökologischen Responsabilität für raisonabel mit dem gut umzugehen. Aufschließend meine ich, dass was wir probieren zu machen an dieser Präkampagne, ist zu weisen, dass den vernetzt denken muss, dass die Ökologie zusammen denken muss mit der sozialen Frage und natürlich auch mit der demokratischen Frage.